Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee, das mal mit einem Spezialvideo, wie ihr seht, aber wer jetzt gedacht hat, er sieht mich irgendwie auf einer Eislaufbahn wegen Yankee on Ice, der hat sich leider getäuscht. Es geht einfach darum, ihr liebe Leute, dass das mein letztes Video wird. Ich habe es ja gestern bei Dragon Age Origins in der letzten Episode erwähnt. Zur Feier des Tages könnt ihr ja sehen, lasse ich's Männl rennen. Und zwar habe ich mich wegen Tinui und ihrem wunderschönen Let's Play zu Yoshi's Island dazu entschlossen, dass ich Yoshi's Island noch im Hintergrund spiele los. Und ihr hört so dann ein bisschen an der Musik, dass einfach noch ein bisschen Musik dabei ist und ich nicht einfach nur ohne musikalische Untermalung nur am Babble bin. Zwar ein bisschen dezent, aber ja, dass wir einfach noch ein bisschen Hintergrund dazu haben. Jo, die Sache ist die, ich mache das Video, um mich nochmal von euch zu verabschieden, und zwar gebührend. Ich habe gestern am 19.12. meine mündliche Abschlussprüfung im Masterstudiengang Archäologie bestanden. Das bedeutet, ich bin damit offiziell mit meinem Studium fertig und bin jetzt ausgelernt sozusagen als Archäologe. Das Schöne an der Geschichte ist, dass ich unmittelbar nach langer Ungewissheit, wie es weitergehen soll noch im Studium, tatsächlich ab Januar 2020 Arbeit angeboten kriegt, und zwar in meiner Wunschstelle, wo ich auch wirklich arbeiten wollte, und zwar in der Praxis. Ich habe deswegen mich entschlossen, und das auch eigentlich schon vorher war mir das klar, aber das ist jetzt nur ein weiterer Grund, warum das Ganze hier erstmal endet. Und zwar will ich mich vollkommen auf meinen neuen Job konzentrieren. Ich will mich da richtig einarbeiten. Ich will mir die Zeit nehmen für alles. Ich will das einfach richtig machen. Weil seit meiner Kindheit wollte ich in der Stelle, wo ich jetzt Arbeit gefunden habe, tatsächlich arbeiten. Ja, dementsprechend möchte ich meinen Traum leben und möchte auch wirklich in der Branche arbeiten und auch erfolgreich sein, dass ich nicht nur auf Jahresvertragsbasis, sondern vielleicht irgendwann das Sechser im Lotto gewinnen könnte in ferner Zukunft. Aber das ist alles so Zukunftsmusik. Sicher ist nur, dass ich jetzt erstmal das Jahr unerkommen bin und ich sicher Arbeit habe und ich will das gut machen. Ich will überzeugen. Dazu kommen noch andere Sachen, weswegen der Kanal erstmal auf Eis gelegt wird. Weil mit dem Job ist natürlich verbunden, dass ich umziehe. Und ich meine, das ist jetzt unmittelbar in der Nachbarschaft und ich ziehe nicht weit weg, nur mal so am Rande. Aber trotz allem ist ein Umzug immer noch ein Umzug. Und ich will nicht mit dem Umzug noch denken, oh nee, übermorgen bzw. morgen muss ich wieder veröffentlichen. Das heißt, ich muss heute noch unbedingt zocken und muss noch Aufnahme machen. Und den Stress möchte ich mal nicht zusätzlich geben, ihr liebe Leute. Und das führt mich auch schon zum dritten und wichtigsten Punkt an der Geschichte. Ich komme einfach nur noch zum Zocken, wenn ich Aufnahme mache. Das ist so ein Ding, weswegen ich mir überhaupt gedacht habe die Entscheidung dürfte jetzt schon knappe paar Wochen her sein, 2-3 Wochen. Das war so Anfang Dezember, wo ich gedacht habe, hey, ich komme einfach nur noch zum Zocken, wenn ich Aufnahme mache. Das kann es nicht sein. Ich verliere alleweil tatsächlich Spaß am Spiel, dadurch, dass ich ständig nur abliefern muss, in Anführungszeichen natürlich muss, dass ich Termine halt hier wahrnehmen muss, dass ich sage, hey, dann ist wieder Erscheinung, bis dahin muss das wieder gemacht sein, dann muss ich wieder eine Woche auf Vorrat aufnehmen. Und gerade bei Days Gone habe ich das so gemerkt, dass ich einfach nur noch spiele, um rechtzeitig zu veröffentlichen, und dann sind es immer nur 3-4 Sessions, die ich gemacht habe, wobei ich dann gedacht habe, hey, hätte ich jetzt ohne Kamera und ohne Aufnahme das Ganze gemacht. Ohne Witz, ich hätte bestimmt 2 Stunden mehr gezockt und hätte mehr erreicht in der Zeit, aber durch das ganze Nachbearbeiten, auf das Stick ziehe, auf den PC lade, dann entsprechend wieder schneide mit Facecam, ne? Das schluckt so viel Zeit, das Ganze, dass ich im Endeffekt wirklich gedacht habe, hey, ohne Scheiß, rückblickend, ich habe jetzt 6 Monate an Days Gone gehockt und unter normalen Umständen hätte ich das in 2 Wochen total durchgesuchtet, das Spiel. Und ich möchte einfach auch wieder Spaß am Spiele finden. Und deswegen wird der Kanal 2020 auf jeden Fall ganz sicher pausieren. Und für 2021 muss ich mal gucken, ihr liebe Leute. Das könnte sein. Aber das ist wirklich nur unter der Prämisse könnte. Und ja, ne? Das ist nur unter dieser Prämisse zu sehen. Und steht alles unter dem Zeichen des Konjunktivs. Es könnte sein, dass ich 2020 vielleicht vereinzelt und Ende 20 vielleicht auch vereinzelt mal Walkthroughs veröffentlicht, so wie ich das bei Resident Evil 2 mit Leons Kampagne gemacht habe. Könnte,
großes Damoklesschwert des Konjunktivs, könnte es sein, dass ich mal vielleicht zu The Last of Us Part 2, weil ich mich da wirklich tierisch drauf gefreut habe, ein Walkthrough rausbringen. Dann gibt es noch diverse andere Spiele, die A stehen. Ghost of Tsushima beispielsweise steht noch A. Aber ich will auf jeden Fall wieder privat zocken. Ich will meinen Umzug richtig hinkriegen. Und ich will meinen Job auf jeden Fall ordentlich durchziehen, liebe Leute. Das sind die 3 Eckpfeiler, wie Sheldon Cooper so mal gemeint hat. Mein Melkschemel ist komplett. Dementsprechend, ich habe die 3 Punkte angeführt, die mir wichtig sind. Ansonsten würde ich sagen, liebe Leute, es war tolle Zeit für mich. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Seit September 2016 verfolge ich jetzt das Hobby. Das ist sozusagen jetzt das 3. Jahr, wo ich damit fertig bin. Im Endeffekt 172 Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich auf so viele Abonnenten noch komme. Ich war zwar kommerziell nicht erfolgreich mit meinem Kanal, aber dafür emotional. Es hat mir höllisch Spaß gemacht, die Videos zu machen in der Zeit, bis ich jetzt wirklich Ende diesen Jahres die Lust einfach drauf verloren habe. Es tut mir leid, dass es so ist, aber ja, leider ist es so, ihr liebe Leute. Ich habe einfach die Lust drauf verloren und zusätzlich kommt dann noch Umzug und Arbeit, ja. Und ich will mich halt einfach komplett auf meine Arbeit konzentrieren und will einen Umzug gescheit hinkriegen und mich richtig niederlassen. Und ja, wie ich ja schon vorher ausführlich erklärt habe. Es hat mir trotz allem vorher all die Jahre Spaß gemacht, die ganzen Projekte mit euch durchzuzocken. Genießt, wenn ihr noch nicht alle Projekte gesehen habt, die auf meinem Kanal da sind. Behaltet mich gut in Erinnerung. Aber ich jetzt sage, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und wie ich schon angeschlossen habe, ich bin auch nicht aus der Welt in YouTube. Ihr könnt hier das Video gern kommentieren. Ihr könnt auch gern andere Videos von mir kommentieren. Ich werde auch, sobald ich Zeit dafür habe, werde ich auf jeden Fall drauf antworten. Und ansonsten kann ich nur sagen, guckt Tinoes Kanal, die ist absolut großartig. Und vor allem ihr Yoshi's Island Let's Play, guckt euch das an, sie ist wirklich wunderbar, ich kann die nur absolut empfehlen. Ansonsten danke ich jedem von euch, der bei mir kommentiert hat, der Like und ein Abo da gelost hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit mir. Und wenn ihr wollt, guckt wie gesagt noch andere Videos von mir an, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Es könnte sein, dass man sich irgendwann wieder sieht, aber wie gesagt, großes Damoklesschwert des Konjunktivs, das ist noch unsicher. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht 2021 wieder Let's Plays machen werde. Wird sich zeigen, der Kanal wird auf jeden Fall nicht gelöscht. Die Videos werden beibehalten, einfach nur als Relikt des großartigen Hobbys Let's Play. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Gerade jetzt auch, wo Weihnachten vor der Tür steht, ne? Genießt ein wunderschönes Weihnachtsfest mit eurer Familie und oder Freunde. Habt ihr wunderschön die Feiertage Zeit und kommt gut ins neue Jahr 2020. Ich hoffe für jeden von euch, der das Video sieht, dass 2020 ein erfolgreiches und wundervolles Jahr für euch wird. Es war mir eine Ehre. Macht's gut, ihr liebe Leute. Habt Spaß, genießt alles, genießt jeden Aspekt eures Lebens und genießt das wunderschöne Hobby Gaming. Ich hoffe, dass ich dort dazu komme, das Hobby auch wieder richtig zu genießen, indem ich damit für mich einfach zocken kann. Und dass ich mein Leben so aufbaue, was 2020 auf mich zukommt. Machen's gut, ihr liebe Leute. Vielen lieben Dank für alles. Ihr seid wirklich die Beste. All meine Abonnenten und alle Leute, die kommentiert und Likes hinterlassen haben. Vielen lieben Dank, dass ihr Let's Play auf Pelzig die Chance gegeben habt. Machen's gut bis hier. Und ein wunderschöner Ausgang von 2019 für euch alle und gute Rutsch in 2020. Ayan. Letztes Mal. Yankee.